Heuer fällt der Ostersonntag auf den 24. April und ist zugleich für die Armenier der Tag des Gedenkens an die Opfer der Massaker zwischen 1915 und 1918 im damaligen Osmanischen Reich. Rund 1,5 Millionen Armenier und Angehörige anderer christlicher Minderheiten wurden ermordet. Vertreter der armenisch-apostolischen und der syrisch-orthodoxen Kirche sowie des armenisch-katholischen Mechitaristenordens haben vergangenen Dienstag in einer Erklärung alle Kirchen aufgerufen, am heutigen Ostersonntag der Opfer des Völkermordes zu gedenken und in den Gottesdiensten für sie zu beten. Diejenigen, die im ländlichen Anatolien diese Massaker überlebten, wurden zwangsassimiliert und konvertierten zum Islam. Generationen später finden Menschen wieder zu ihren Wurzeln zurück, so auch die in Wien lebenden Schwestern Selin und Serap Tevetli. Ein Beitrag von Anni Gülgenmeier. Ich habe schon gemerkt, dass wir anders sind. Ja, ich wusste, dass ich keine Türkin bin wie die anderen. Ich wusste auch, dass ich keine Alevitin bin wie die anderen Kinder aus Dersim. Und ich war ungefähr 10 Jahre alt, glaube ich, wie ich zu meinen Eltern gegangen bin. Und da haben sie mir das auch sofort erzählt. Wir sind Armenier und Armenier sind Christen. Und wir müssen, also wirklich ganz ehrlich, haben sie mir die ganze Geschichte erzählt, was unsere Eltern, was unsere Vorfahren durchmachen mussten. Und danach, gleich zum Schluss natürlich, kommt dann immer auch der Satz, aber rede draußen nicht darüber. Rede mit den anderen türkischen Kindern nicht darüber. Die Angst ist noch viel zu groß, das Geschehene noch unvergessen. Ostanatolien Mein Vater mag es nicht, darüber zu reden, weil ich glaube, erstens, das belastet ihn auch sehr. Also mein Vater verdrängt viel lieber. Meine Mutter hat uns immer sehr detailliert alles erzählt. Zum Beispiel, dass die eine Geschichte, dass die Mutter meines Opas, als sie schwanger war mit dem ältesten Sohn, dass die Soldaten sie mitgenommen haben und sie sollte vergewaltigt werden. Aber einer von den Soldaten war ein bekannter Kurde aus einem Dorf, der hat sie erkannt. Und der hat dann zu den Restlichen gesagt, na, ich will sie zuerst. Und dann ist er mit ihr auf irgendeinen Hügel, hinter einen Berg, also hinter einen Hügel und hat dann gesagt, ja, geh, flieh und so weiter. Also ganz scheußliche Geschichten, wirklich ganz, ganz traurige Geschichten und ja, mit solchen sind wir halt aufgewachsen. Vor einigen Jahren haben Selin und ihre Schwester Serap die armenisch-apostolische Gemeinde entdeckt. Sie sind sehr glücklich, jetzt ohne Angst ihre Religion ausüben zu können und in einer Gemeinde beheimatet zu sein, die eigene Identität aufzuspüren. Այո, այդպիսի մարդիկ էլ ունենք, այստեղ ապրող են մանավանդ այն երիտասարդներ, ովքեր որ շատ մանուկ հասակում են եկել այստեղ կամ հենց այստեղ են ծնվել, որ չգիտեին էլ նույնիսկ որ իրենք հայ են եւ այս վերջին տարիներին արդեն գիտակցում են կամ պատմությունը քննելով եւ իրենց անցյալը քննելով տեսնում են, որ հայ են, գալիս են եկեղեցի դրանից հետո եւ անպայման մկրտվում են եւ որի լավ օրինակն էլ Սելինն է, որ անցյալ տարի մկրտվեց եւ ինչքան որ ես եմ ճանաչում իրեն, արդեն որ շատ լավ հայերեն է խոսում. In Dersim, woher Selins Familie kommt, nahmen nach dem Völkermord kurdische Familien aus dieser Region viele Überlebende auf und boten ihnen Unterschlupf. Doch für die Erhaltung ihrer Sprache und Tradition reichte es nicht. Meine Mutter sagt immer, dass auf dem Schulweg die kurdischen Kinder sie mit Steinen beworfen haben und gesagt haben auf Sasaja, auf Kurdisch. Ich weiß jetzt nicht, wie das Wort heißt, also Ermeni, ja, Pis Ermeni, ja, also schlechte Armenier, armenische Kinder, armenische sonst was. Und meine Mutter sagt dann immer, dass sie weinend nach Hause gerannt sind und gesagt haben, Mama, die kurdischen Kinder sagen so etwas zu uns, was heißt das denn? Sie beschimpfen uns, was ist das denn für ein Schimpfwort? Und die Oma hat dann immer gesagt, ja, hört's nicht hin, das heißt gar nichts. Heute